danach gibt es eine kurze Pause. Okay, also setzen Sie sich ganz in Ruhe und genießen Sie die Musik. Oder wollten Sie noch kurz zum Chor jetzt was sagen? Okay, tut mir leid. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe heute die Ehre, den Chor Bulgarka vorzustellen. Ich heiße Nadja Kluge, ich komme selber aus Bulgarien, arbeite hier für den Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes in München und berate Arbeitnehmer aus Osteuropa im Bereich Arbeitsrecht. Zum Verein Bulgarka, erstmal darf ich die Gelegenheit nutzen und die Danksagung der Bulgarka an die Organisatoren der Balkantage sowie Frau Dimitrina Lang, Chormitglied, engagierte Bulgarin und Ausschussleiterin beim Ausländerbeirat aussprechen, dass Sie beide die Teilnahme des doch noch sehr jungen Chors Bulgarka hier heute ermöglicht haben. Frau Lang ist auch unter den Sängerinnen. Das älteste, echteste und schönste Organ der Musik, das Organ, der unserer Musik allein ihr Dasein verdankt, ist die menschliche Stimme. Das sagte mal Richard Wagner. 9 Sängerinnen aus Bulgarien treffen sich seit der Gründung des Chors Bulgarka im Juli 2015 regelmäßig, mindestens aber einmal in der Woche, zu Proben. Bulgarka präsentiert bulgarische Volkslieder, Folklorelieder und wird von Frau Galina Dan geleitet, die auch den Chor ins Leben gerufen hat. Frau Dan. Frau Dan selbst wurde an der Musikakademie in Bulgarien zur Sängerin und Lehrerin für Volksgesang sowie Musiklehrerin ausgebildet. Musikalisch wird Chor Bulgarka durch Herrn Ivan Dan, der Ehemann, Akkordeon sowie seit kurzem von Frau Ralica Lazarova, Geige, unterstützt, beide ebenfalls Musiker mit akademischer Ausbildung in Bulgarien. In der Regel ist eine gute Volksmusik mehr wert als hunderte Kunstmelodien. Denn an Innigkeit, Originalität und Schönheit ist nichts dem Volkslied zu vergleichen. Lassen Sie sich überzeugen.